der ETB 2014 in Berlin begrüße ich Marino Finozzi, den Minister für Tourismus und Wirtschaftsförderung der Veneto-Region in Italien. Herzlich willkommen. Sie sind ja auf die ETB, um Ihre Region vorzustellen, aber genau genommen tragen Sie doch Eule nach Athen, denn Verona, Venedig, das sind doch Städtenamen, die jeder schon gehört hat. Infatti il turismo culturale, il turismo che prevede la visita delle nostre città d'arte, è il turismo più importante. Veneto ist eine Region mit 16 Millionen Urlaubsgästen jedes Jahr, davon 35% aus dem deutschsprachigen Raum, das heißt also aus Deutschland und Österreich. Und selbstverständlich haben wir die Hauptstadt der Region, Venedig, aber auch eine ganze Reihe weiterer bedeutender Kunststädte, wie zum Beispiel Verona, Vicenza, Padua oder Treviso. Ihre Region ist die fünftwichtigste Tourismusregion, Urlaubsregion in Europa. In welche Richtung möchten Sie sie nun weiterentwickeln? Wir haben auf der einen Seite das Meer, die Berge, den See, den, wie wir es nennen, Turismo accessibile, also ein Tourismus, der für alle zugänglich sein muss, auch für Menschen mit Handicap. Und wir haben in Europa alleine 120 Millionen Menschen, die in der einen oder anderen Form Einschränkungen haben und jedes Jahr überlegen, wo sie ohne Probleme in Urlaub hinfahren können. Und hier ist das Veneto der Ansprechpartner schlechthin. Weil Sie sehr viel auf einem vergleichsweise engen Raum bieten und verschiedene Angebote machen können. Es gibt aber beispielsweise aktuell die Diskussion darüber, inwieweit die großen Kreuzfahrtschiffe einer sehr wichtigen Stadt wie Venedig inzwischen auch schaden. Man liest Berichte und sieht auch Reportagen, dass die Venezianer selbst sagen, das wird uns irgendwann zu viel, das wollen wir so nicht. Das Problem ist nicht so sehr die Zahl der Kreuzfahrtschiffe, sondern wo diese Schiffe anlegen. Und momentan ist es in Venedig so, dass sie beim Anlegen und beim Rausfahren jeweils direkt am Markusplatz vorbeifahren. Und das ist ein ganz heikles Thema natürlich. Wir haben das gesehen bei dem schweren Unfall der Costa mit dem Manöver. Wenn wir uns vorstellen, dass ein solches Manöver in der Innenstadt von Venedig fehlschlägt, dann haben wir hier unglaubliche Schäden. Deswegen versuchen wir momentan eine alternative Strecke, eine alternative Einfahrtsroute zu finden. Der Kreuzfahrttourismus ist wichtig, er ist sehr wichtig für uns, aber es muss natürlich darum gehen, dass Venedig entlastet wird und die Schiffe nicht direkt durch diesen Hauptkanal fahren. Wollen Sie den Tourismus auch noch in andere Richtungen entwickeln? Das Kreuzfahrtsegment haben Sie gerade angesprochen. Die Region ist reich an Betätigungsfeldern für Mountainbiker, Surfer, für Familien mit den Freizeitparks, über die Hotels und die Seenlandschaft haben wir auch schon gesprochen. In welche Richtung wollen Sie besonders gehen? Ja, wir haben natürlich eine Vielzahl von Möglichkeiten, um das Veneto zu erkunden. Bestens geeignet sicherlich das Thema Fahrradtourismus oder man geht zu Fuß. Trekking, verschiedenste Sportarten bieten sich hier an, auch etwas ausgefallene, wie zum Beispiel der freie Flug. All das können wir in Venetien organisieren und haben das auch für verschiedene Zeitdauer ausgelegt. Man kann eine ganz kurze Planung machen, nur für einen Tag, für ein Wochenende oder auch für eine ganze Woche. Und das Ganze natürlich immer in Kombination mit Aktivität und dann gönnt man sich die kulinarischen Genüsse der Region und hier gibt es eine besondere Vielfalt. Auf nur wenigen Kilometern haben wir ganz viele verschiedene Spezialitäten und Produkte zu bieten, sodass man zum einen strampelt, mit dem Fahrrad fährt und dann hat man sich aber auch etwas Gutes zu essen verdient. Sie sind Minister für Tourismus und zugleich auch für Wirtschaftsförderung. Wie stark fördern Sie den Tourismus in Italien? Wie viel Geld geben Sie dafür aus in Ihrer Region? Die Region Veneto mit 5 Millionen Einwohnern gibt jedes Jahr etwa 10 Millionen für Tourismusförderung, Tourismuswerbung aus. 90% davon im Ausland, einfach weil 70% unserer Gäste aus dem Ausland kommen. Überwiegend natürlich aus Nordeuropa, aber auch der Markt Russland, China, Südamerika sind wichtig. Und wie viel kriegen Sie aus dem Tourismus in, sag ich mal, das Haushaltssäckel dann zurück?
Stiamo parlando di un volume d'affari di circa. Wir sprechen etwa von einem Jahresumsatz von 11 Milliarden Euro. 2013 haben wir sogar erfreulicherweise eine Steigerung des Tourismus verzeichnen können, vor allen Dingen bei den ausländischen Gästen, weil bei den italienischen Urlaubern sich die Wirtschaftskrise in Italien doch bemerkbar macht. Maria Finozzi, ich bedanke mich bei Ihnen, wünsche Ihnen noch viel Erfolg hier auf der ITB in Berlin und recht schönen Dank auch an Martina Kielerle für die perfekte Übersetzung. Ihnen beiden noch eine schöne Zeit. Danke. Danke.